Makedonien ist ein fruchtbares Land. Man baut Wein und Gemüse an, Obst und Reis. Und dabei ist Makedonien für seinen Tabak. Schon im letzten Jahrhundert, noch unter türkischer Herrschaft, wurden die ersten Fabriken gebaut. Und das Markenzeichen Prilep ist bis heute ein Gütesiegel für feinsten Orient-Tabak. Doch der Verkauf stagniert. Das griechische Embargo blockiert die Ausfuhr. Das monatliche Einkommen der Bevölkerung ist um 2/3 gesunken. Die Arbeitslosigkeit wächst. Ova fabrika pred da stani razvojuvanja to na Jugoslavija pred vojnata. Diese Fabrik arbeitete als Zulieferer für die Autoindustrie und andere Hersteller im ehemaligen Jugoslawien. Preko 2500 работници и работеше за югословенската автомобилска индустрija и другите югословенски фабрики. Vidite, ova fabrika je jedna od Vor dem Krieg war sie eine der modernsten und effektivsten Fabriken. Sie beschäftigte 2500 Arbeiter. Doch 90% des gesamten Produktionsprogramms war für die Autoindustrie in Serbien bestimmt. Durch das internationale Embargo, das gegen Restjugoslawien verhängt wurde, fehlen uns diese Märkte. Wir arbeiten nur noch mit einer Kapazität von 10 bis 15%. Für die polnische Industrie und den heimischen makedonischen Markt. Za polskata industrija ili za domašnji otpad. Interesna je i uštedna rabota, pošto nije i v ovije teški uslovi kaj što. Trotzdem hätten wir die Möglichkeit, auch unter diesen schwierigen Bedingungen mit Kunden aus dem Ausland zusammenzuarbeiten. Doch nun behindert uns das Embargo Griechenlands. Von dort kommen unsere wichtigsten Rohstoffe. Das ist ein zusätzliches großes Problem, das nicht von uns selbst geschaffen wurde und das wir nicht lösen können. Wir benutzen die alternativen Transportwege, aber das kostet zusätzlich sehr, sehr viel Geld. Die Maschinen stehen still, es herrscht Ruhe im Land. Makedonien siecht lautlos dahin, zerrieben zwischen zwei Embargos. Und die Europäer schauen zu, ungerührt, wie ihr Mitglied Griechenland den kleinen Nachbarn stranguliert.